Hallo ihr Lieben, willkommen bei Rappersnet. Ich bin Alina und neben mir sitzt ein Rapper, der es schon einigen anderen Kontrahenten, zum Beispiel bei Rapper Mittwoch, wie er so gerne sagt, schon so richtig gegeben hat. Und er hat vor 3 Wochen ein Album rausgebracht, Kuku Bra. Kuku Bra ist wahrscheinlich dein Lieblingsausdruck. Genau, also hallo Kapital, ich freue mich, dass du heute da bist. Wie geht's dir? Mir geht's gut, Gott sei Dank. Selber alles gut? Ja, auch ganz gut. Es ist ja so eine kleine Weltreise aus Hohenschönhausen nach Charlottenburg gewesen. Geht, halbe Stunde. Halbe Stunde ist man hier, reicht schon. Du kommst ja ursprünglich aus der Ukraine, aus Dnipropetrovsk und bist jetzt schon etwas länger hier, seitdem du 7 Jahre alt bist, wenn ich richtig recherchiert habe. Wie alt bist du heute? 21. Und seit wann rappst du? Seit ich 11 bin so. Also für meine Mutter erste Lied sowas. Ich habe in einem anderen Interview rausgelesen, dass du früher, als du noch nicht so gut Deutsch kanntest, als du nach Deutschland gekommen bist, von anderen Kindern so ein bisschen gemobbt wurdest. Nein? Nicht gemobbt. Ich meinte, bestimmt hatten die mich verarscht. Okay. So, ich weiß es ja nicht, was die da gesagt haben. Okay. Ich war ja klein. Aber bist du mit den Leuten heute noch befreundet? So? Wahrscheinlich haben die richtig Respekt, so wenn du... Ein paar Leute von Schule vielleicht. Aber ich war nicht lange immer auf einer Schule. Ich war immer da ein Jahr raus, da ein Jahr raus. So. Lebst du schon die ganze Zeit in Hohenschönhausen oder hast du in Deutschland noch oder in Berlin noch woanders gelebt? Immer Hohenschönhausen. Ich weiß zum Beispiel durch meine slawische Herkunft, dass es in der Ukraine und Russland so manchmal ziemlich gefährlich so auf den Straßen ist. Warst du noch mal in der Ukraine, seitdem du hier bist? Immer Sommer. Weil jetzt halt nicht wegen Krieg und so. Muss man aufpassen ein bisschen, nicht, dass die eine Armee einziehen, weil ich habe ukrainische Pass, weißt du? So, ja. Was meinst du, wo es gefährlicher ist? Hier in Deutschland auf den Straßen oder dort? Kommt drauf an, mit wem du zu tun hast. Wenn du da mit guten Leuten zu tun hast, ist nichts gefährlich. Hast du hier mit scheiß Leuten zu tun, das wird hier auch gefährlich. Es kommt drauf an, was du machst, mit wem. Ja. Aber würdest du Berlin als deine Heimatstadt bezeichnen oder deine Heimat? Natürlich. Ich bin hier aufgewachsen, ich habe hier Deutsch gelernt, alles normal. Das ist meine Stadt, bra. Aber trotzdem, wenn du zurückgehst, hast du immer noch so ein Heimatsfeeling. Ja, normal, natürlich. Ich kenne ja auch dann noch ein paar 2, 3 Cousins und so, dies, das und so von früher, wo ich klein war und so. Natürlich kann man die besuchen, gerne. Ich würde gerne so ein bisschen auf das Thema Straße eingehen, weil jeder definiert das so ein bisschen anders für sich, jeder in seinen Texten ein bisschen anders, aber gleichzeitig reden immer alle so über Straße und wenn du von der Straße kommst, irgendwie bist du real so und wenn du irgendwie nur darüber rappst, aber das nicht so richtig repräsentierst dann in Interviews oder so eine Aussagen revidierst, dann ist es wiederum nicht real. Was ist denn für dich Straße? Straße? Boah. Was soll man sagen? Straße kann man nicht beschreiben. Man merkt doch, wenn einer woher kommt. Wie er redet, wie er sich benimmt, wenn er mit wem er bleibt. So, das merkt man. Straße ist, wenn du Sachen gemacht hast, halt, die nicht hier diese Student oder Abiturleute, diese so, keine Ahnung, ist schwer zu erklären. Also ist es so eher dieses Feeling, wenn du zum Beispiel, also da, wo du halt aufgewachsen bist, quasi. Ja, ne, mit wem du aufgewachsen bist, sowas halt. Meinst du, man kann schnell so in die auf die schiefe Bahn gelangen, wenn du mit den falschen Leuten zu tun hast, oder? Jeder hat seinen Kopf, so, verstehst du? Jeder muss selber wissen, was er macht. Aber ich denke mal so, natürlich, wenn alle deine Freunde Einbrecher sind, was willst du machen? So, verstehst du? Das ist normal. Hattest du schon oft Probleme wegen deinen Freunden zum Beispiel? Meine Freunde hatten auch schon Probleme wegen mir. So halt. Ja, gab's Sachen, natürlich. Und das waren dann auch so Sachen, die du niedergeschrieben hast quasi, also so die Umstände, die... Guck mal, was Problem, wenn mich ein Freund anruft und er sagt, er hat gerade Schläge bekommen von irgendwelchen Leuten, die waren 7 Leute, so fahren wir alle los, da mich interessiert nicht mit wem, von wem oder irgendwas, so, verstehst du, und wen interessiert das schon, so, ich gehe und fick seine Mutter, weil er so meinen Freund angefasst hat. Da habe ich natürlich mit irgendwelchen Leuten dann Probleme, aber gehört dazu. Also egal ob früher oder heute, also auch wenn heute jemand sagt, ey, ich habe da voll Stress, so, ich brauche jetzt deine Hilfe. Ja, normal, natürlich. Ich bin ja nicht mehr klein, so, ich laufe ja nicht auf der Straße rum und suche mit jedem Streit, so. Ich mache mein Ding, alle sollen mich in Ruhe lassen und ich lasse die auch in Ruhe. Wenn einer ficken will, soll er kommen und dann wird er gefickt halt. Entstehen danach Tracks oder entsteht danach auch oft Musik, so nachdem du etwas gesehen hast? Also ist es, also klingt jetzt blöd, aber ist es dann so wie so eine Muse, wenn irgendwas passiert ist und dann kommst du nach Hause und du denkst dir, okay, ich... Ein Lied auf mein Album,
das, was ich da sage, so, das ist genauso passiert, so, verstehst du? So, ja, da gibt es mehrere Sachen, wo genauso passiert ist, so, aber ich will jetzt nicht sagen genau was, so, weißt du? So, natürlich, man lebt, ich erzähle jetzt nicht, ich reise im Jetset rum mit fetten Goldketten, ich habe das nie gemacht, ich hoffe irgendwann, aber so kann ich noch nicht rappen, so. Ich rappe das, was ich mache, was ich sehe. Das, was du fühlst auch, quasi. Ja, wenn ein Freund zu mir kommt, erzählt mir, boah, wir waren letztens eine Sache machen, so und so ist passiert, oh, wir haben uns totgelacht, er ist runtergefallen beim Tresen, das ist, wenn er mir das erzählt, das bleibt doch in meinem Kopf so, verstehst du, und dann rapp ich drüber halt so. Wann hast du angefangen mit dem Schreiben, noch bevor du irgendwie gefreestylt hast, jetzt beim Rapper Mittwoch? Also richtig schon hingesetzt und irgendwas so gerimt? Oder hast du schon früher gespürt, dass du so eine Affinität hast zur Sprache und gerne mal so Worte verbindest? Ja, habe ich so Rap gehört schon, das ist schon seit ich ganz, ganz klein bin. Was hast du so gehört? 50 Cent, Eminem, russische Mann, ich habe vergessen, wie die heißen, das haben die mich letztens im Interview schon gefragt, ich habe vergessen, wie die heißen. Es war so eine Gruppe. Mir fällt es nicht ein, ja. Ich habe auch meine Mutter letztens... Aber eine russische Gruppe. Das war eine russische Gruppe, die haben nicht so richtig... Doch, das war schon Rap so, angerappt so. Ich kenne auch eine, die heißt Kravastok. Ich weiß nicht, ob das die ist, die rappen so, also die freestylen so ein bisschen, aber... Die haben das so komisch gemacht. So. Und die hörst du schon seit damals quasi? Die habe ich schon gehört. Ich habe die lange schon nicht mehr gehört. Ich weiß nur ganz klein, wir hatten diese CD. Magnetafon, kennst du diese? So, dann habe ich immer so eine CD bekommen, habe ich reingemacht. Ich habe immer klein, ich habe getanzt so vor Spiegel, so, du weißt, so eine Sache. Hast du noch in der Ukraine auch Rap gehört? Oder? Achso, das war in der Ukraine. Aber hast du auch noch andere so Musikeinflüsse gehabt? Weil du meintest vorhin zu mir, irgendwie das Chanson hast du gehört. Russische Gangstermusik, hallo, das ist 90er Jahre normal. Meine Eltern, mein Onkel, mein Vater, alle haben das gehört. Chanson. Ich höre selber Lieder davon, wenn ich Auto bin, so, du weißt. So. Und das hat dich auch so geprägt, beziehungsweise auch so zu dem... Krasse Sachen, dieser Michael Krug. Krasse Sachen. Wenn man versteht, was er da sagt, das ist heftig. Rappst du auch manchmal deiner Mama was vor? Oder hört sie sich das an, so was du machst? Ja, ne, die hört sich das heimlich an, ich weiß das so. Aber ich zeige das nicht, weil guck mal, was wir da manchmal in Videos machen, so ist so halt so. Aber ich weiß, sie weiß alles. Sie ist, ist meine Mama, also die passt schon auf, was ich da mache. Mama. Hat sich auch dein Style so mit der Zeit entwickelt oder hattest du schon früher so eine aggressive, so voll auf die Fresse Art? Nein, was heißt voll auf die Fresse? Wo ich kleiner war, wenn ich irgendwelche Mädchen klar machen wollte, ich war 16, 15, ich habe denen irgendwas Liebesmäßiges vorgerappt und so habe ich die klar gemacht. So halt, aber so halt. Da wurde man ein bisschen älter und dann kamen andere Sachen im Kopf, so Geld machen, so dies, das. Rap.de sagte zum Beispiel im Interview oder auch in der Review von Kuko Bra von deinem Album, dass dein Sound schon ziemlich krass ist so, aber noch nicht ganz ausgereift, habe ich gelesen. Was denkst du drüber? Ja, also ist der noch nicht, ja. Ist der noch nicht ganz ausgereift oder fühlst du dich schon so sicher, dass du weißt, das ist genauso meine Schiene, mein Stil, so das will ich machen? Was soll ich dir sagen? Guck mal, irgendwie, ich merkte so an mir, irgendwie ich mache ein Lied und nächstes Lied ist irgendwie noch krasser so. Und danach ist noch, ich hoffe, ich entwickle mich immer weiter so und dann, das wäre so gut so. Auf jeden Fall. Gegen wen aber würde... Danke an die Props von, wie heißen die? Rap.de, Digga. Korrekt, dankeschön. Du hast ja auch gebettelt, also bei Rapper Mittwoch. Wahrscheinlich kennen dich die meisten auch von Rapper Mittwoch. Bist du da schon so lange unterwegs oder erst jetzt so seit kurzem? Wie meinst du das? Na, ich bin seit wann? Bin ich erst mal Rapper Mittwoch gegangen? Vor einem Jahr? Also wir haben dich ungefähr so vor einem Jahr auch dort entdeckt. Natürlich. Hast du davor irgendwo anders noch gefreestylt, gebettelt? Nein, nur so, ich habe Freunde verarscht ein bisschen. Wenn der irgendwas sagt, ich rappe so. Nichts Besonderes. Und das hat gut geklappt und dann dachtest du dir, egal, ich gehe mal hin. Den Freund verarschen oder Rapper Mittwoch? Nee, Freund verarschen. Ja, Freund hab ich mal, ich hab die mal zerstört, natürlich. Aber hast du dich darauf vorbereitet auf Rapper Mittwoch oder bist du dann einfach hin und dachtest dir, okay, irgendwie klappt das ganz gut so, ich probiere das mal. Erstmal habe ich mich nicht vorbereitet. Ein Freund hat mich so mitgenommen, komm. Ein bisschen, 2, 3 Zeilen natürlich im Hinterkopf, immer safe. Aber nicht jetzt unbedingt vorbereitet. Zweite Mal dann. Aber größtenteils ist alles Freestyle. Was du da auch hörst. So.
Was ich da gemacht habe? Was du da hörst und das verarbeitest du ja, dann verwertest du dann quasi live. Ja, naja, wenn es klappt, dann natürlich. Na, guck mal, wenn er irgendwas sagt, mir fällt was Krasses jetzt darauf ein, so, dann baller ich ihn damit so, direkt, ohne Gnade. Aber so, wenn er halt was sagt und vielleicht habe ich schon so eine Zeile, worauf er schon so gesagt hat, dann baller ich ihn damit so. Schreibst du dir das manchmal vor, also ein paar Zeilen so, die du immer im Hinterkopf hast? Gar nicht. Ich mache im Kopf immer mehr so. Im Kopf so, ich merke mir das und dann rappe ich das immer hintereinander so und dann irgendwann habe ich es drin so. Auch wenn du einen Track schreibst richtig oder schreibst du das dann richtig runter? Zum Beispiel für dein Album? Naja, das kommt drauf an so. Wenn ich zum Beispiel im Studio bin, so mache mir ein Beat an, ich mache das in meinem Kopf schnell so. Ach krass. So halt schreibe ich mir, ich mache immer so eine Zeile zum Beispiel. Was Citroën, ich will Benz oder Audi. Was Messer sticht zu mit 16er Schraube. So zum Beispiel habe ich eine Line, dann merke ich mir, rappe ich die 2, 3 Mal, 4 Mal und dann habe ich noch eine nächste Line und dann klatsche ich die so. Das ist quasi so Koffer packen, sich merken und dann immer weitergehen. Genau so im Kopf alle so. Ach krass. Also du schreibst gar nichts runter? Ja, auch, wenn ich zum Beispiel irgendwo unterwegs bin oder so, Sprachmemo so, weil es gerade im Kopf gewesen so. So halt so. Krass, aber musst du echt ein heftiges Gedächtnis haben, wenn du dir das alles so merken kannst. Ja, geht. Ja, was lachst du da? Geht, so 2 Tracks, 3 Tracks kann ich mir schon merken. Guck mal, wenn du Rapper Mittwoch A Cappella machst, das musst du auch alles merken, so. Das ist genau das Gleiche. Ist Battlen für dich ein Sprungbrett gewesen und damit hörst du jetzt auf? Oder wird es noch eine Battlemania Champions League geben? Warum nicht? Also ich bin immer bereit. Ich gucke das auch immer so, was da abgeht, so wer da mit wem was macht. Auf jeden Fall, da hätte ich schon auf 2, 3 Leute Bock, den mal so, zum Beispiel? Die mal wieder von ihrem Trip runter zu bringen. Aber so, mal gucken. Zum Beispiel? Was? Welche Leute oder willst du es nicht sagen? Jetzt dann fängt's an. Wir sind schon von alleine okay. Mir packe so, die machen das. Okay, wir lassen uns überraschen. Hast du dann schon vorher angefangen, dein Album zu schreiben oder beziehungsweise eigentlich, wenn du jetzt nicht schreibst, wenn du dir alles merkst und ins Studio kommst und den Beat hörst, konntest du ja nicht alles so krass vorbereiten, sage ich mal. Oder hast du... 6 Tracks so. Ja, okay. So, aber da wollte ich dann noch kein Album machen. Ich hatte die so halt, falls jemand kommt, ich zeige ihm direkt halt. So, da habe ich 6 gemacht, dann habe ich die aufgenommen bei Hijackers. So und dann immer weiter, so bin ich einen Tag gekommen, vielleicht fehlt mir noch eine Zeit, muss kurz überlegen, warte, eine halbe Stunde, ein Joint rauchen, bam, wieder, so. Geht schon. Und dann hast du dich entschieden, ein Album zu machen? Nachdem du diese... So, die wollten direkt Album machen und ich habe gesagt, warum nicht mir? Ich kann nur probieren, so. Mich interessiert, wenn ihr sagt, das verkauft sich, dann ich mach das. Und dann sprudelt das quasi einfach so raus. Ja, geht schon. Nicht schlecht. Geht schon. Du hast ja, so dein Kuku Bra ist ja wirklich bezeichnend für dich, ist ja ein Adlib, so was Hannibal hat ja dieses Ja, Mann und so weiter. Genau. Findest du, das ist wichtig, dass ein Rapper sowas hat? Also ist es wie so ein Markenzeichen irgendwie für ihn, oder? Naja, man kann ja nicht sagen, jeder Rapper hat sowas. Bushido hat sowas auch nicht. Guck mal, wo Bushido ist, so. Kommt immer drauf an. Hast du noch ein anderes, so was du in petto hast, oder ist es eigentlich meistens immer das? Ich sage ja, oh Kolleg, irgendwas immer, was ich im Kopf habe. Vielleicht morgen irgendwas, sage ich was anderes so. Mal gucken. Nun hat ja dein Album auch den gleichen Namen gekriegt wie dein Adlib, sind 20 Tracks, ne, inklusive Intro und Outro. Und ich habe gleich im Intro gehört, du sagst, warte mal, ich muss es ablesen, auf Codein und Haze baller ich die Kugeln direkt in dein Face. So, ist ja schon eigentlich eine krasse Ansage. Sind so Drogengeschichten etwas, was du auch wirklich erlebt hast, oder ist es etwas, oder ist es eine Kunst, die du einfach niederschreibst? Wie meinst du erlebt? Naja, also gab es, ja doch, natürlich, jeder hat schon mal Drogen genommen. Warum fragst du mich? Nee, ich meine nur damit, viele Rapper erleben Sachen nicht wirklich oder schreiben das einfach nur runter, weißt du? Dann ist doch scheiße. Da kommt halt so Thema Realness und Authentizität wieder, quasi. Ich würde jetzt nicht rappen, ich bin auf Heroin, wenn ich noch nie auf Heroin war, dann kann ich das. Stell mal vor, dann kommt jemand so und er fragt dich so, wie ist es auf Heroin? Dann stehst du da, ja, nein, ich meine, stell mal, du sagst so und dann fragt dich jemand so, dann stehst du da, dann bist du doch ein Hund, ja, und dann rede doch davon nicht. Das ist doch normal. Nee, aber Musik kann ja oft auch als so wie eine Geschichte quasi entstehen. So zum Beispiel ein Schriftsteller schreibt ja auch eine Geschichte, die er nicht unbedingt irgendwie erlebt haben muss. So. Ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber
bei Rap ist das anders. Wir sind doch nicht irgendwelche Opas, Alter, die mit Brille irgendwo sitzen in irgendeiner Bibliothek und schreiben was irgendwelche Fantasien auf so. Normalerweise, also natürlich gibt es davon einen Haufen so. Aber halt, keine Ahnung. Diese Leute werden doch, Leute, guck mal, was gut ist, so, die draußen, die Leute, die sind ja auch nicht dumm. Die merken das doch, irgendwann merken die das. Wenn die das nach 2 Jahren nicht merken, irgendwann ist die Seife Platze, bumm. Verstehst du? Aber wenn ich sage so, keine Ahnung, irgendwas, dann ich stehe auf jeden Fall dazu so. Also es ist wichtig, das, was du rappst, auch quasi zu verkörpern. Natürlich, für mich auf jeden Fall. Findest du, das ist auch für andere Musiker wichtig, dass sie das vertreten können, oder ist es egal? Hauptsache du bist, du stehst dafür. Guck mal, jeder muss selber wissen so, verstehst du? Jeder wird doch irgendwann auf die Probe gestellt so, was hast du drauf, Digga? Erzähl mal so, verstehst du? Muss er dann selber sehen so. Wenn keine Ahnung, Bushido rappt auch, ich baller mit AK oder Hata rappt auch, aber so, dann, du weißt, Digga. So müssen die dann selber sehen, die Leute. Was. Ich sage was, wenn jemand kommt, dann muss ich dazu stehen, Digga. Ich habe mir deine Tracklist durchgelesen und ich muss sagen, so jeder Trackname hat sowas so konfliktgeladenes, irgendwie sowas. Also zum Beispiel, weiß nicht, was hattest du da? Zum Beispiel so zu viel, zu wenig. Es ist immer so sehr gespannt. Oder dieses Bra macht die Uzi, ja. Es hat immer etwas so ein bisschen Aggressives. So. Und ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass wenn man deine Musik hört und wenn man dein Album hört, man befindet sich so ein bisschen wirklich auf der Straße. Also wenn man es halt so nachfühlt, also es ist irgendwie dunkel, so, du weißt nie, was passiert. So. Doch die Leute, die was damit zu tun haben und hören, was ich da sage, die wissen, was ich meine. Viele wissen auch, verstehen auch den ganzen Text nicht so. Das ist so, das habe ich auch gemerkt so. Aber wenn es einer von Straße hört, ein Junge, der war 2, 3 Jahre Plätze, er kommt so, verstehst du, er weiß schon da, was ich da für Sachen rede so. War das ein Konzept, was du dir von vornherein irgendwie aufgestellt hast, oder war das etwas, was du immer so mit dir mitträgst, also das, was du richtig erlebst, und dann wird es quasi zu einem Album, zu so einem großen Konzept. Weißt du, was ich meine? Ich mache so vom Kopf einfach, ich mache kein Konzept. So meine Sachen, so wie ich das sehe, wie geil ist, so dann mache ich das so. Auf deinem Album sind ja auch mehrere Features, zum Beispiel Alexej, dein quasi slawischer Bruder, dein ukrainischer Bruder. Genau, dann hast du Massiv auch drauf, King Khalil hast du auch drauf, den du heute auch mitgebracht hast. Wie bist du zu diesen Features gekommen? Also außer, dass du wahrscheinlich mit Khalil befreundet bist, aber mit Alexej? Mein Partner. Mit Alexej so, er ist Ukrainer, das wäre nur eine Frage der Zeit so, und er ist älter, ich bin jünger, er muss mich doch unterstützen, das ist doch Ehrensache, so, keine Ahnung, Massiv so, man kennt sich auch. Ja. Hast du dich gefreut, als das mit Alexej geklappt hat? Natürlich, aber er ist er ist Ukrainer, der schon geballert hat, verstehst du, und jetzt er hilft mir so, warum nicht, Bratan, gerne. Mit wem würdest du gern noch zusammenarbeiten? Gibt schon ein paar Leute. Gibt es viele krasse Leute. So. Mal gucken. Kommt drauf an, wenn zum Beispiel ich feiere den jetzt und ich lerne ihn kennen, er ist voll der Hurensohn, dann arbeite ich nicht mit ihm zusammen, egal wie er rappt. Interessiert mich dann null. Okay. So, wenn er irgendwie. Also kommt es auf den Menschen an, so? Kommt auf jeden Fall. Jeder Feature, mit dem ich gemacht habe, ich habe immer persönlich. Also muss so. Stell dir mal vor, Alexej hätte gefeiert auf einmal. Er wäre ein richtig komischer Mensch, so, dann hätte ich doch keinen Bock, egal ob er Ukrainer ist oder nicht. So. Eigentlich Latte, ob Fame oder nicht Fame, ja, Hauptsache, ihr versteht. Mit meinem Nachbarn, er hat noch nie in seinem Leben einen Text geschrieben, interessiert mich nicht, er ist korrekt. Verstehst du, wenn da irgendein, keine Ahnung, großer Rapper kommt, der ist ein Hund, dann besser nicht. Besser nicht. Wie krass war es eigentlich, als du gesigned wurdest? Also sofort bei Rapper Mittwoch. War es so ein Schock für dich? War es eine Überraschung für dich? Oder? Naja, nicht bei Rapper Mittwoch, sondern als du gesigned wurdest, quasi dort entdeckt wurdest. So. War das eine krasse Überraschung für dich? Ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich, so, ich habe nicht gedacht, dass die so wie ich die Leute da beleidige, dass die so feiern, keine Ahnung. War gut. Also du bist quasi aus Spaß einfach hin und dann hat es gut funktioniert. Was machst du jetzt? Also du bist ja quasi gesigned oder was steht an? Ich bin nicht gesigned. Okay. Ich bin gerade aus meinem Vertrag raus. Okay. So, wir haben ein Album gemacht. So. Jetzt gucke ich. Also ich will auf jeden Fall jetzt nächste Platte machen, Mann. Ich hab Hunger. Da gibt es noch viel mehr zu hören. Weißt du, was ich meine? So. Bist du auch so für die visuellen Sachen zuständig? Also sowohl für Videos als auch für Cover?
Cover, zum Beispiel habe ich mit dem Rob Vegas gemacht. Kennst du den? Ja. Kennst du den? So, er ist richtig krasser Typ, Digga, so, richtiger Playboy. So, und dann habe ich mich hingesetzt mit ihm, habe gesagt, so, pass auf, Bratan, ich will ein Putin, einfach jeder macht doch sein Gesicht so, ich will Putin, Digga, so, das ist gleich so gezeigt wird, ja, und dann haben wir uns hingesetzt, haben zusammen ein bisschen gebastelt, das ist krass geworden. Weil Putin hat ja auch eine Hand auf so einem roten Knopf und vor ihm ist vor ihm ist eine Karte ausgebreitet, ich glaube Deutschlandkarte, oder? Und Berlin ist halt abgesteckt mit so einer kleinen Flagge. Verstehst du? Ja, Verstehst du, ja, ich glaube, ich verstehe es, aber unsere Zuschauer vielleicht nicht unbedingt. Also, wenn sie ein Album kaufen, sollen dieses Cover nehmen und gucken und dann vielleicht verstehen die. Was steht dann noch so an in Zukunft? Also sieht man dich noch auf Battle-Bühnen, sieht man dich auf Festivalbühnen, Auftritte generell? Das weiß ich noch nicht. Also so bestimmt, also Battlen bestimmt komme ich noch einen Tag, 2 Tage, ein paar Mal machen so. Festivals, ich weiß nicht. Wenn ich Einladung kriege, ich komme. Ja. Normal. Wo würdest du gerne auftreten, auf welchem Festival? Gibt es viele gute, egal wo. Also gute, so. Nicht irgendein Kinderbauernhof, aber so. Wenn gute gibt es natürlich. Was erwartet uns noch in diesem Jahr? Also bringst du noch ein Album vielleicht, ballerst du einfach mal hinterher so ein Album raus oder EP, weiß ich nicht? Ich weiß es noch nicht. Also auf jeden Fall, guck mal, ich habe schon Tracks schon fertig, so ein paar Stück so. Okay. Eigentlich keine Ahnung. Aufgenommen? Nicht auch, so im Kopf so. Ah, okay. So halt. Und dann kommt dieses Jahr wahrscheinlich noch irgendetwas. Bestimmt. Bestimmt, warum nicht? Okay, gut, dann lass uns zu den Fanfragen rübergehen, weil wir haben unsere Fans und deine Fans bei Twitter mal gefragt. Wir meinten, wir treffen uns heute mit dir. Und ich lese einfach mal vor. Zum Beispiel Kurt Prödel fragt, ist die Dauer einer Freundschaft ein Wertmaß für die Qualität von Freundschaft? Ein was? Ich habe nichts verstanden. Also ist es wichtig, wie lange du mit jemandem befreundet bist? Sagt das etwas darüber aus, wie gut du mit dieser Person befreundet bist? Sagt gar nichts aus. Ich kenne Leute 10 Jahre, die waren gute Freunde, auf einmal wird er ein richtiger Hurensohn. Man kennt Leute 1 Jahr und die sind die mehr Bruder als andere. Das hat nichts damit zu tun. Wie kam der Kontakt mit King Khalil zustande? Ich kenne ihn schon lange. Ich kenne ihn schon, wo ich von Schule gekommen bin, noch früher mit Miri, ist von meinem Manager, der Bruder, der Kleine. So, da saß er schon, wir haben FIFA gespielt so zusammen. Man kannte sich schon so. Das wollte nämlich Fruchtmax wissen. Shoutout an Fruchtmax an dieser Stelle. Dann MC Sippy fragt, was hältst du... Sippy. MC Sippy 3000. Ich habe ihn Max Sippy genannt neulich, deswegen hat er gelacht. Aber er fragt, was hältst du von Dil Tilly, also von Don't Let the Label You? Von der anderen Battle Arena. Ah, ist von dem Mann mit der Brille hier. Dieser Chief ist auf jeden Fall korrekt. Der hat auch Album gekauft, ich habe gesehen, so ist. Der pusht auf jeden Fall, ist cool. Aber so, ich gehe, wenn ich battle, dann nur Rapper Mittwoch, woanders nicht. So, ich bin von da gekommen, dann. Quasi Heimat. Heimat, hallo. Wenn einer battle will, nicht da, David, kommst du hier, Rapper Mittwoch. Badesalz Bratan fragt, hat er jemals Kapital? Was ist denn Badesalz? Was ist das denn? Krass. Das ist Twitter, willkommen. Krass, Alter, Badesalz, Zippy 3000. Krasse Scheiße, okay. Was fragt er? Hat er jemals Kapital? Was? Hattest du jemals Kapital? Nein, ja, Dicker, ich bin arm wie ein Schwein, Bratan. Ich hol mir jetzt meinen Hack, Dicker, ich hol mir jetzt mein Geld. Ich bin dabei. Oskar fragt, was ist deiner Meinung nach der bessere Künstler? Benutzer, Mombre oder Graphizzle? Das sind, also Graphizzle ist ein Karikaturist, ein Deutscher. Ich weiß nicht, ob du was von ihm gehört hast. Kennst du Graphizzle? Graphizzle? Ja. Er macht so Comics. Ja, er hat Comics Session mal gemalt. Genau. Ah, ich glaube, heißt er Vlad? Heißt er Vladi? Nee. Oh, wo ist mein Handy? Ich zeig euch was. So gibt es so einen Junge, er hat mir geschickt, so Comic von mir, so wie ich da stehe, einfach so mit Gucci-Cap. So. Aber ich glaube, Graphizzle hat noch nie was über dich gemalt. Nee. Ich kenne so einen, Vlad heißt der, Vladi. Aber der hat doch für Olexich, glaube ich, gemacht. Aber ich kenne keinen von den beiden, glaube ich, Digga. Okay, gut. Dann fragt Crazy Hand, machst du auch mal was mit russischen Rappern, also die in Russland wohnen? Oder würdest du gern? Ja, man, ich würde gern was mit Gamora machen. Kennt ihr die? Kennt ihr nicht Gamora? Boah, richtig krasse russische Rapper, ja.
Mit denen auf jeden Fall. Goof und so, die sind schon zu alt, Digga. Und die letzte Frage, dein potenzieller Dad, heißt der Typ, wie kam es zu dem Massiv-Feature? Das ist ey, ihr seid richtig krass. Ja, einfallsreich. Dicker Badesalz, Brother. Das ist einfach richtig krass. Ja. Okay, dein potenzieller Dad fragt, wie kam es zu dem Massiv-Feature? Und weißt du was über das Blut in der Box, in seiner neuen Premium-Box? Dicker, mein Dad hat mich gerade gefragt. Hör doch mal auf, die verarschen mich doch, ja. Die verarschen mich doch, ja. Was ist das bei deinem Potenzial? Keine Ahnung, Bruder. Auf jeden Fall Massiv ist krass, Dicker. Holt euch seine Box, Dicker. Aber du bist auf jeden Fall nicht mein Dad, Digga. Du Wichser, ja. Wie kann man sich so nennen, ja. Krasse Scheiße. Ja, das war's eigentlich. Sonst habe ich nichts mehr. Krasse Fans, weißt du das? Ja, du hast krasse Fans, wenn sie dich sowas fragen. Ja gut, okay, dann ich danke dir vielmals. Kein Problem. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf alles Weitere, was von dir kommt. Und wenn du noch eine Message hast, gerne in die Kamera. Kapital ist die Message. Du weißt, bra.